Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter The Longing und ich muss jetzt noch 1 Minute und 40 Sekunden rumkriegen, bevor ich hier irgendwas machen werde. Naja, wir werden vorher wahrscheinlich den Schatten aufwecken. Aber zuallererst werde ich mir einen Kopfhörer aufziehen. Das sieht ungefähr so aus, dass ich hier, das seht ihr aber nicht, was umstelle. So. Gucke. Hab doch gewusst, dass ich irgendwas vergessen habe. So. So, also, wir haben noch 1 Minute 11. Hoffentlich stimmt es, was ich halt in der Internet gelesen habe, dass hier eine Tür erscheinen soll. Wir sind ja am Ende der letzten Folge gestern, oder wann auch immer die war, haben wir ja in diesem Raum, wo man die Karte angucken kann. So, Moment, steh mal kurz auf, mein kleiner Schatten. Ja, schön, mal an nichts zu denken, okay. Oh cool, da liegt was. Ja, da sind wir in den Raum gegangen, wo man diese Karte angucken kann. Und da habe ich eine Holztür gesehen. Also wir haben ja so einen Schlüssel in dem versteckten Turm oder wie das heißt. Wie ich im Nachhinein festgestellt habe, heißt das wohl versteckter Turm. Da haben wir einen Schlüssel gefunden und mit dem kann man die Holztür öffnen und die sollte hier erscheinen in 20 Sekunden. Ich bin gespannt. Wir machen mal der Tür ein bisschen Platz. So, 10 Sekunden noch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das auch stimmt. Ansonsten bin ich heute Morgen ganz umsonst früh aufgestanden. So. 0. Oh, tatsächlich, gucke. Da ist die Tür. Kann ich da schon reingehen? Nee. Diese Tür kommt mir nicht bekannt vor. War sie schon immer hier oder werde ich endlich wahnsinnig? Vielleicht wirst du endlich wahnsinnig. Kann man da reingehen? Hallo? Mit dem Schlüssel des Storches kann ich die mysteriöse Tür öffnen. Ich hoffe, ich werde dort drin nicht eingesperrt. Ja. Oh, was haben wir hier? Erstmal, zack. Kann das Bild aufheben. Okay. Bücher. Sehe ich das richtig, dass der Kristall lauter wird, wenn wir näher hingehen? Nun, die Tür ist wieder verschwunden. Es scheint, als könnte ich erstmal nicht heraus. Ich habe also endlich ein noch kleineres Gefängnis. Ja. Okay. Ernsthaft jetzt? Das ist jetzt aber gerade irgendwie nicht so schön. Stelle ich gerade fest. Moment. Nee. Ja gut, dann tue ich mir wenigstens das Bild angucken. So, schönes Bild. Muss vom König selbst stammen. Okay, cool. Schön, dann klau ich einfach alles, was ich krieg. Dieses Buch wird mir zu Hause Gesellschaft leisten. Willkommen, Freund. 41 Bücher. Habe ich nicht sogar schon mehr? Eine Schande, ein tadelloses Buch auf dem Boden zu sehen. Ich werde diese Blasphemie beenden. 42 Bücher. So, und jetzt gehen wir auch noch gleich zu dir. Komm her. So. Okay. Ich glaube, das ist jetzt hier gerade Beweis genug. Der Kristall macht Geräusche. Kann ich hier vielleicht hacken oder so? Okay. Das wäre jetzt natürlich... Kann ich mich hier hinsetzen und wenigstens das Buch lesen, bis die Tür wieder auftaucht? Das war so jetzt irgendwie nicht geplant. Jetzt... Jetzt sag bloß, ich muss jetzt wieder bis 0 Uhr warten, bis die Tür erscheint. Erscheint die denn überhaupt noch hier? Bin ich jetzt wirklich gefangen? Bin ich hier nicht irgendwie raus? Das schätzt... Ich probiere mal irgendwie... Das ist jetzt irgendwie doof, ne? Ne, ernsthaft jetzt. Das habe ich nicht gewusst, dass da keine erscheint. Dass man da nicht mehr rauskommt.
Hätte ich vielleicht das Internet mal genauer lesen sollen? Ich habe halt einfach nur gelesen, ja, um 0 Uhr erscheint sie. Und das hat mir gereicht. Dann habe ich nicht weiter gelesen, weil ich wollte mir das jetzt auch nicht klauen. Ja, was mache ich denn jetzt? Also ich werde jetzt nicht hier nochmal 23 Stunden hier. Dann werde ich das Spiel... Ich guck mal im Internet. Ich drücke hier mal kurz Pause und dann gucke ich mal schnell, ja? Da bin ich wieder. Ja. Okay, wir haben 23 Stunden, 55 Minuten und knapp 0 Sekunden, bis die Tür wieder erscheint. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, ich kann das jetzt nur machen, weil wir haben 13:23 Uhr gerade. Warum bin ich nicht auf Arbeit? Weil ich heute frei habe. Ich muss Samstag, Sonntag arbeiten und deshalb habe ich heute frei. Und wie es der Zufall so will, ich habe auch morgen frei. Jetzt stellt euch aber mal vor, dass ich das jetzt nicht hätte. Echt jetzt. Wenn ich einfach um 13:30 Uhr keine Zeit hätte oder so. Ich wäre hier drin für immer gefangen. Ja, keine Ahnung. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir sagen jetzt hier, ich will nach Hause. Nun, die Tür ist wieder verschwunden. Es scheint, als könnte ich erstmal nicht heraus. Ich habe also endlich ein noch kleineres Gefängnis gefunden. Okay, ich dachte, das kann ich jetzt hier so machen, dass der jetzt da nach Hause geht, wenn ich ihm das sag. Nun. Das ist ja mal richtig kacke hier. Mann, ey. So, pass auf. Dahin kannst du auch nicht gehen, ne? Ja, dann wird es jetzt hier einen Schnitt geben oder ein Ausfaden in dem Fall und dann hänge ich halt einfach die morgige Folge nochmal dran, okay? Okay, guti. Trotzdem danke für eine, also es geht ja für euch, geht's ja gleich weiter, aber hier fadet es jetzt erstmal aus, gleich geht's weiter für euch. Guten Tag, ihr Leid. So, weiter geht's in 3 Minuten mit The Longing. Hoffe ich, zumindest. Aus dem ganz einfachen Grund, wir sind hier immer noch gefangen. Wir haben ja diese Holztür entdeckt, die geheime Holztür, die wir geöffnet haben mit dem geheimen Schlüssel aus dem geheimen Turm. Und dann ganz geheimnisvollerweise sind wir hier drin gestrandet für 24 Stunden. Und die sollten jetzt in 2 Minuten 20 zu Ende sein. Und dann sollte hier eine Tür erscheinen. Muss man dann mal gucken. Ich hoffe halt, dass es halt wirklich so ist, sonst habe ich nämlich hier ein Problem. Ich habe nämlich keinen Bock, noch länger hier meine Zeit zu verplempern, gerade wo wir nur noch 25 Tage haben. So, also, was wir dann machen werden... Ich habe das Video zu früh gestartet, ne? Jetzt müsst ihr halt 2 Minuten einfach nix und zu mir lauschen, wie ich da laber. So, Pech gehabt. Was wir dann machen werden oder was ich vorhab, ist, wir sind ja recht nah an zu Hause. So, ne? Und ich bin ja gerne hier, so. Und da würde ich dann mal sagen, dann gehen wir halt nach Hause und tun das ganze Zeugs, also wir haben ja neue Bücher, 3 oder 4 oder so gab es da hier drin. Wir haben ein neues Bild vom König und wir haben einen Kristall, der singt. Ein singender, nicht ein sinkender Kristall, ein... Hoppala. Sorry, ich bin auf den Frosch getreten. Ein singender Kristall haben wir. So, und die würde ich dann gerne nach Hause tragen. Und dann kann ich gleich mal gucken, ob ich genug Holz habe, um ein Bett zu bauen, weil so langsam kriege ich nämlich schon das Gefühl, es gibt hier gar nicht genug Holz, um ein Bett zu bauen. Also ernsthaft jetzt, wie soll ich denn das machen? Ich habe jetzt irgendwie 7 Holz und das reicht doch nicht für ein Bett. 2, 4. Sag mal noch 2 Balken für da, wo die Matratze drauf kommt, sind 6. Da hast du doch schon mal einen Kasten. Da kannst du sogar noch ein Bettding machen. Stellst du halt auf Steine drauf. Brauchst da jetzt keine Holzbeine zu haben. Dachte ich mir so. Ja.
Das ist so der Plan. Okay. Ja, und Moos drauf, genau. Und dann hätte ich ein Bett. Und ein Bett wäre schön. Nicht, dass sie das nutzen werden, denn wenn ich ja zu Hause bin, geht ja die Zeit schneller rum. Und das ist ja genau das, was ich nicht will. Ich habe ja nur noch 25 Tage. Ich habe es ja schon 100-mal erklärt. Mann, das ist die langsamste Walking Sim der Welt. Und ich krieg hier Torschlusspanik. So, steh auf, Junge. Steh auf. Ja, nein, nicht den Dienst aufnehmen. Da kommt... Da! Oh, Glück gehabt. Ich habe eben gedacht, die Tür erscheint nicht. Kann ich da jetzt durchgehen? Lass mich da bitte durchgehen, sonst gibt es Zanke. Alter. Oh, geh da durch. Oh, okay, ich bin draußen. So, jetzt gehen wir nach Hause. Diese Tür kommt mir nicht bekannt vor. War sie schon immer hier oder werde ich wahnsinnig? Wir sind nicht zu Hause, richtig? Moment. Wir sind nicht da, wo wir reingekommen sind. Ich gehe da nimmer rein. Da ist ja eh nichts mehr drin. Okay, wir sind aber quasi in der Nähe. Da geht's runter da zu den Minen so, weißt du? Das kriegen wir schon hin. Glaube ich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das da die Richtung ist, wo ich dann wieder weiß, wo wir sind. Oder? Oh, Kacke. Okay, das hat keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. So, wo wollen wir denn hin? Wollen wir nach Hause? Geh nach Hause, kleiner Schatten. Geh nach Hause. Ja, siehst du, ich wäre jetzt da zum Beispiel reingegangen. Nein, ich wäre natürlich auch weiter nach rechts. So. Ich bräuchte halt ein bisschen Orientierung, wo wir gerade sind. Wenn wir nämlich weit weg von zu Hause sind, aber ich glaube, wir sind relativ nah an zu Hause. Also wir sind so links irgendwo. Glaube ich. Und wenn wir ja nah an zu Hause sind, dann würde ich halt einfach sagen, dann gehen wir nach Hause, ja? So, zeig mal her. Wir sind ziemlich genau in der Mitte, kann das sein? Das ist jetzt doof. Ja, nix da. Wir gehen jetzt mal schön nach Hause. Ach so. Ja, hab ja vergessen zu sagen, ich habe ja vorne dran werde ich wohl das hängen, wie ich in die Tür reingegangen bin. Okay, wir sind nicht ziemlich in der Mitte, wir sind ziemlich weit unten, glaube ich. Ich werde an diese Folge vorne dranhängen, dass, wie ich in den Raum reingegangen bin, dann nicht mehr raus. Ich glaube, das geht nur 5 Minuten oder so, bis ich gemerkt habe, dass ich mich selbst eingeschlossen habe. Ja, nicht selbst, aber wurde halt automatisch so. Hänge ich vorne dran, also... Warum erzähle ich das? Hätte da jetzt auch selbst gemerkt. Ist ja auch egal. So, wir gehen nach Hause. So. Ich sollte jetzt da unten an dieser Tür, wo so schräg ist, wo so diese rosanen Kristalle sind, da sollte ich jetzt halt rauskommen. Ja, siehst du, Tür, wo so schräg ist, rosane Kristalle, da komme ich raus. Das heißt, wir sind ziemlich weit unten. Okay, das heißt also die Tür... Ja klar, wenn die Tür immer um 0 Uhr erscheint... Und immer an anderen Orten. Dann ist die jetzt gerade an einem anderen Ort erschienen und da bin ich jetzt rausgekommen, oder wie? Das ist ja interessant, hä? Da hören wir schon wieder den König schnaufen. Eigentlich noch nicht. Wir sind viel zu weit vom König weg, oder? Naja, auf jeden Fall sind wir gleich zu Hause. Dann gibt das hier eventuell eine etwas kürzere Folge. Sofern wir zu Hause nicht noch irgendwie was Cooles finden oder so. So. Junge, dir ist gerade ein Stück Cola aus der Tasche gefallen. So. Ach ja. Und jetzt muss man da links reingehen. Und dann sollten wir... Wo sind wir denn überhaupt? Okay, ich hab... Doch, sind wir nicht in dem Raum, wo der König pennt?
Doch, gucke. Na, siehste. So ein bisschen Orientierungssinn habe ich ja. Nicht viel, aber ein bisschen. So, dann gehen wir jetzt erstmal heim, gucken uns die Bücher im Schrank an. Wir haben jetzt über, ich glaube, 44 Bücher oder sowas. Und ich will noch mal in dieses unendliche Buch reingucken. Also nicht die unendliche Geschichte, sondern das Buch, was nie endet. Oder keine Ahnung, wie es heißt. Irgendwie sowas. So, weiter geht's. Ist das da eigentlich sein Fuß? Also der Fuß vom König? Hat er eigentlich kein Bett? Dass der hier... Na, wahrscheinlich will er nicht ins Bett. Pennt er lieber auf der Couch. Wahrscheinlich ist die Frau und die Katzen im Bett und machen ihm keinen Platz. Kenn ich. Pennst halt auf der Couch. Und die Couch ist voll unbequem, also unsere. Die ist schon cool zum Sitzen und so, aber zum Schlafen, hey, die ist nicht geil. Also sie geht, aber 2 Leute auf der Couch pennen, das ist nicht geil. Warum sollten 2 Leute auf der Couch pennen? Weil wir zu faul sind, ins Bett zu gehen. So. Ah, okay, geschafft. Das, da steht das Bild, da stehen die Dinger. Wieso sind denn die da alle da? Warte. Kann ich die Christ... Okay. Nimm mal das Bild erstmal. Und häng das... Nee, da nicht. Da ist mein Spinnenfreund. Ich hätte es da hinten dran hängen. Könnte das so hinhängen. So. Okay. Ich würde halt gerne diese Kristalle da... Aber wahrscheinlich muss ich direkt nebendran stehen, um die zu nehmen. Kann das sein? Was willst du? Nein! Ich wollte den Kristall da nehmen, der da hängt. Warum kann ich denn den nicht nehmen? So, lass mal ein Buch lesen. Fables, also sprach Zarathustra, Fables, Morella, Ligeia, Pym, Hans Pfahl, der geheime Garten. Die Geheimnisse des Moosteppichs, was ist denn das für ein seltsames Part? Nur eine Seite. Von Muschus Hirsch. Ich bin es, verehrter Leser, der die alte und vergessene Kunst entdeckte, die Kunst des Mooswebens. Die Anleitung hier ist so einfach wie effektiv. Nehmen Sie einfach einen Haufen Moos, ich empfehle 12 gleich große Stücke, und verwenden Sie deren natürliche Fasern Faden nach Faden. Dünne, abgemagerte Finger taugen am besten für diese Arbeit. Jemand mit übermäßigen Wurstfingern, wie es sie in dieser Zeit gibt, kann hierbei nur versagen. Jetzt, sobald Sie genug gewebt haben, fügen Sie eine zusätzliche Schicht Moos oben auf. Verweben Sie diese auf dieselbe Weise wie die untere Schicht, aber nun achten Sie darauf, nur jede zweite Faser zu weben. Auf diese Art erstellen Sie ein unregelmäßiges Muster, das wesentlich stabiler ausfällt. Nach dieser Prozedur lassen Sie das Moos ruhen, wie auch Sie selbst nun zur Ruhe kommen sollten. Sie haben mit Erfolg einen Moosteppich gewebt. Wunderbar. Wo ist denn dieses unendliche Buch? Da, The Neverending Notebook. Guck mal da. Hallöle. Die ist nur ein Test. Die ist ein Test. Es sollte heißen, das oder dies. Ist egal. Wenn du das lesen kannst, hast du und damit auch ich den Test bestanden. Yay! Hab nur noch 28 Tage und ein paar Stunden. Das ist schon etwas länger her. Bis ich den König wegen muss. Sag mal, was ist denn da los? Mal gucken, was ich bis dahin mache. Junge, sag mal... Ich habe das selbst geschrieben. Und ich habe so viele Schreibfehler drin. Das heißt, beim Schreiben bin ich blöde, aber beim Lesen bemerke ich das. Jesus, ne. Also es ist wirklich schlimm. Ich schäme mich. Es war eine dumme Idee, das zu nehmen. Da. Da gibt es einen Pixel, wo man die hinmachen kann. So. Aber sonst habe ich nur so kleine, gell? Ja. Komm, wir machen hier wieder... der war doch eben noch... Achso, ja. Wir machen hier wieder ein bisschen... Machen da noch ein bisschen hin. Und ein großer... Na? Die sind gar nicht so einfach zu fassen. Ein großer hängen wir da hin. So, geh mal da runter. Wir wollen ja noch ein Bett bauen. So theoretisch. So.
Genau. Geh mal da runter. Ein Bett wollen wir bauen, ja? Und zwar hier. Aber zuallererst... Okay, da soll er erstmal hinlaufen. Oh, guck mal, das sind Pilze. Hab ich doch gar nicht gesehen, dass da Pilze sind. So. Immer kurz aufzulaufen. Gut. Ich will hier nämlich auch noch so das da hin machen. Als Nachtlicht so, weißt du? So. Kann ich hier jetzt ein Bett bauen? Bett bauen. Das wäre ein guter Platz für eine Bettstelle. Zum Bauen bräuchte ich 20 Moos und 10 Holz. 10? Wo soll ich denn noch 3 Holz finden? Ihr spinnt doch. Geht's da runter? Geht's mal eine Pilzfarm betrachten? Ich war hier noch gar nicht unten, oder? 10 Holz. Oder sonst nichts zu tun, oder was? Ich gehe jetzt diesen Pilz da. Den nehme ich jetzt und esse ich jetzt. Weil ich Hunger habe. Pilz ernten. Komm. Machen wir das dazu. Also ich kann den gar nicht essen hier. Doch, gucke. Essen. Weiter geht's. Halt. Da runter. Ich will ein bisschen baden. Ja? So. Aufheben. Kohle kann man immer gebrauchen. Wir haben ja nur noch 11 Kohle. Wir hatten so viel. Aber es war so teuer. Jetzt wird's aber laut. Oh. Hätte ja sein können. So. Bisschen duschen. Ah. So, jetzt ist die Frage, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, komm, wir gehen mal noch ein paar Bilder malen. Zum Beispiel dieses Nachtgebilde, dieses Bild. Komm. Hallo? Da. Das kann auch hier hängen. Nee, kann es nicht. Okay, dann hier. Hier kann es hängen. So. Ah, hier gibt es auch Teppiche. Kann ich die auch mitnehmen? Hab ich gerade gesehen. Teppich. Da, den großen Teppich, der kommt dahin. Zack. Und den kleinen da, den machen wir dahin. So. Sieht wunderschön aus. Jetzt gehen wir mal da hoch, malen noch ein bisschen. Und dann war es das auch für diese Folge. Wir sind ja jetzt erfolgreich... ich will meine Hände in die Taschen stecken. So. Wir sind ja erfolgreich dieser gar fiesen Tür entkommen. Gut. Was hat uns das jetzt eigentlich gebracht mit dem Moosweben? Oder hätten wir das Bett vorher nicht bauen können, ohne zu wissen, wie man Moos webt? Ich habe keine Ahnung. Ist ein bisschen doof. So. Also, wir malen noch... Wieso habe ich da eigentlich einen Kristall da? Moment. Da reingemacht. Komm her. Gehen wir mal dahin. So. Kristall in den Ofen gesetzt. Ja klar, habe ja sonst nichts zu tun, oder was? So. Ich habe gerade ein Problem, dass meine Hose schief ist. Und ich will meine Hand in die Tasche stecken, weil ich kalte Hände habe. Ich bin ein alter Mann. Ich habe kalte Hände. So. Naja. Nee, ich will kein Feuerchen machen. Die Zeit läuft eh schon schnell genug, wie man gerade sieht. Hier, ich will ein bisschen was malen. Da, guck. Was malen wir denn? Seele, Hand, Höhle, Laus, Mond, Auge, Freund. Pass auf. Ich, Freund, Vater, Kristall, Hand, Hammer. Das ist irgendwie, also einfarbig ist immer dasselbe. Kann das sein? Ja, okay. Das ist doch aber auch dasselbe. Oh, guck mal hier, Zweifel. Zeiten, Niederlage, Sieg. Sieg ist ein Ei, Zweifel ist ein Storch. Niederlage ist ein Ei, das blutet. Ich mal das Buch da, das ist hübsch. Das malen wir jetzt. So, guck, uiuiui, da rennt die Zeit aber wie nix. Mir fehlt halt noch eine Farbe, die hätte ich schon noch gern. Gelb scheinbar. So. Na, gib mir doch das Bild. Da. Hängen wir auch da unten hin. Wir malen noch ein Bild.
Und zwar einmal alles... Moment. Das ist ganz was anderes. Ach, guck mal. Ende. Brunnen. Oh, das ist der Brunnen. Ewigkeit ist natürlich weiß. Ja, Herz. Ach, guck mal, ich dachte, das wäre immer dasselbe. Nee, ist es gar nicht. Guck mal her. Funde, Seele. Ich sieht aber komisch aus. Porträt. Haben wir das schon öfters gehabt? So. Wie haben wir jetzt das Porträt gemacht? Ich glaube weiß und blau, oder? Das malen wir jetzt. Selbstporträt von dem Schatten. Ach, schön. Okay. Zeit vergeht schneller in Gesellschaft großer Kunst. Ja, ja, das hänge ich dahin. Zack. Okay, und jetzt... Ja, ja, gut. Pass auf, ich will... Wo ist denn... Da. Dahin laufen wir jetzt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe da gesehen, als wir letztens wieder rausgezoomt sind, diese Tür gesucht haben, da war ein gelber Raum. Wo ich mir dachte, warum ist denn der gelb? Der sieht aber komisch aus, dieser gelbe Raum, weißt du? Und uns fehlt die Farbe gelb. Vielleicht gibt's da gelb. Sorry, ich musste das jetzt so lustig aussprechen. So. Kohle nehmen wir mit auf, natürlich. So, jetzt müssen wir natürlich wieder... Wohin? Dahin. So, vielleicht gibt's da die Farbe gelb. Ich glaube nämlich, das ist irgendwo rechts gewesen. Der Raum. Und das war da, wo wir die allererste Spitzhacke gefunden haben. Wir haben jetzt da 3 Spitzhacken. Und wo wir die erste gefunden haben, das waren so Minen oder sowas, glaube ich. Das ist schon ewig her, hey. Das soll die erste, zweite, dritte Folge oder so gewesen sein. Und da war ein gelber Raum, also so in dieser Nähe. Da will ich jetzt nochmal vorbeigehen. Vielleicht kann ich ja mit dieser Spitzhacke irgendwie gelbe Farbe aus der Wand hacken oder so. So, ja. Aber ehrlich gesagt will ich euch jetzt auch nicht weiter langweilen. Ich guck mal, ob ich den gelben Raum finde. Also ich stelle mich jetzt an das Dingens da und dann gucke ich mal, ob ich den gelben Raum finde. Und da machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Findet ihr das gut? Wahrscheinlich nicht, aber ich. Wo sind wir denn hier? Gut, danke, auf Wiedersehen. Sehen.